Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Buchstab ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend euch. Auf unser heutiges Programm geben wir ab Covid dem Zecher Nishmas von Rav Meir Lokitsch, Meir Lippe Eliezer ben Dov Ber, Zechroine Levracha, oder Reb Meir. Ich habe sich bekannt mit Reb Meir im Jahr 1999. Ich habe zu bedanken Miriam Sokolov, die Tochter von Chazen Shimon Kendler, Zechroine Levracha. Wenn Chazen Kendler ist gestorben, hat sie vorgeschlagen, Reb Meir soll sagen ein paar gute Wörter in sein Andenk auf unser Radioprogramm. Guten Abend, du redest zu euch Meir Lokitsch vom Jan Gisel Schule in Brookline. Teire Choschewe Zuhörer von heintigen jüdischen Radioprogramm. Also hat sich angehoben Meir Lokitsch's erster Auftritt beim jüdischen Call. Man hat schon erkannt, sein Talent zu reden für ein Neulam. Später, in 2006, habe ich sich angeschlossen in der Schule Young Israel of Brookline. Ich habe gehabt, dem Chäuf zu sagen Kaddisch für die Mamen, was ist damals nicht geworden. Und dann habe ich sich weiter bekannt mit Meir und ist gewesen, Ballen zu reden auf der Radio. Gerät wegen Sukkot, Chanukah, Purim und Pesach. Und wir seien ihm sehr dankbar. Und hat euch gerät wegen anderer Themen. Wir spielen seine Rekordierungen adayom, wollen das weiter tun, weil Menschen haben Hanoi davon und lernen sich eine Sache wegen Jüdischkeit. Heint wird ihr hören Aussagen von Meir Lokitsch's Rekordierungen, wie euch wegnehmen, zuerst von mein Wenigkeit, hat ihr schon gehört, und bald wird ihr hören einen Überblick auf seine Biografie von Sholem Beinfeld, mein Mitanführer von unserem Programm, das jüdische Call. Ihr werdet euch hören von Rav Scheike Lerner von Chabad Center von Brookline und euch von seinem ersten Sohn, Rav Dov Ber Lokitsch von Detroit, sei alle zu lange Jahre. Ich danke sehr für sehr Beteiligung und ich hoffe, Sie werden auch haben. Derweil will ich nur ausdrücken mein Mitgefühl der Sprache und Klal Yisrael für einen größten Verlust von Meir Lokitsch, Zechroine Levracha. Soll sein ein guter Better und haben einen lichten Gan Eden. Reb Meir Lokitsch ist geboren in Warschau in 1922 und dort ausgewachsen in einer frommen Mischproche und sich gelernt in der Yeshiva Emek Halacha. Aber die Zweite Weltmilchome, das hat sich angehoben am 1. September 1939, wenn Deutschland ist befallen Polen, hat schwer getroffen die Lokitsch Mischproche.
gleich von Samen anhebt. Noch die Deutschen sind angekommen in Warschau, sind 4 von Reb Meirs Schwestern umgekommen in der Bombardierung von Warschau durch die deutsche Luftwaffe. Nach der Okkupation von Warschau, wo die Mischpoche hat, versteht sich, stark gelitten, also über alle Juden, hat sich Reb Meir eingegeben zu Entläufen von Warschau über den Teich Weißel, kriechendig über Achorver Brück und also früher oder später angekommen in der sowjetischen Seite von dem zerteilten Beulen. Dort in dem also geruffenen sowjetischen Gan Eden ist ein Geurl gewesen, dasselbe wie alle, was haben sich abgesagt anzunehmen, die sowjetische Bürgerschaft. Man hat ihn verschickt, kein Sibirer, in ein Lager oder Gulag, wo hat gelebt unter unmenschlichen Bedingungen. Aber später haben die Sowjeten geschaffen, eine polnische Armee von den polnischen Flüchtlingen in Sowjetenverband und mit der Armee ist gewesen zwischen die, was haben befreit, sein Heimstadt Warschau. Als heißt befreit. Die Stadt ist gewesen befreit, aber die Juden sind in Warschau schon mehr nicht gewesen und in Warschau ist keiner nicht geblieben von seinem Mischpoche. Alle sind gestorben in Ghetto oder verschickt geworden in Teutenlager, Treblinka. Unter solchen Bedingungen sind Juden nicht geblieben lang in der Chorle Warschau. Als Sache von der Pläte sind weg kein Lodge, wo ein Stückel jüdisch Leben ist noch gewesen möglich. Dort hat sich getroffen mit seinem Freund und Reb Simche Hochgelernter. Sie sind von dort weg, wie er sagt, jeden von Polen in die DP-Lager von der Amerikanerzone von Deutschland. Wo Reb Simche Hochgelernter hat ihn geführt zu der Gruppe zusammen mit seinem Kalle Ite Leschmann. Reb Meir ist von Deutschland weg und umgekommen in Boston in 1952. Er hat sich besetzt in der damals jüdischen Gegend Dorchester und ist gewesen ein Schochen und ein Freund von dem Bostoner Rebbe von jenen Jahren, Reb Pinchas Horowitz. Und sein Frau Ite ist jahrelang gewesen eine getreue Bedienerin in der Mikve von dem Bostoner Rebbens Schild. Reb Meir ist gewesen ein äußergewöhnlich feiner Balkeurer und gedauert in dem Bostoner Rebbens Schild. Ein Tag hat sich getroffen, als er mit sich voneinander Schild, von der Blue Hill Avenue Schild in Roxbury, ist rein in dem Bostoner Rebbens Schild und dort hat er zufällig gehört, wie es dauert Reb Meir. Hat ihm Tekiv verbeten auf eine Probe für Schammes in der Blue Hill Avenue Schild. Die Schild ist gewesen ein Litwische und Meir versteht sich ein Warschauer mit einem anderen Akzent. Und das wollte öfter gewesen ein Problem. Nur bei der Probe ist auch zufällig gewesen der größere Reb Yosef Soloveitchik, der Rav, seiner Landsmann von Warschau. Die zwei haben sich durchgeschmust und der Rav hat verstanden, als er ist ein größer Landen und ein äußergewöhnlicher Balkeurer. Und er hat gesagt zum Eulen in der Blue Hill Avenue Schild, als sie wollt gewinnen, a Covid versetzt zu haben, als a Chosheven Jiden für a Schammes. Die Probe ist gewinnen der Volk. Reb Meir hat gedient nicht nur in Roxbury und in Boston, nur auch in Young Israel von Brookline und geworden bekannt über ganz Groß-Boston. Seine Shiurim, sein Davenen, sein Chochme, seine Freundlichkeit und sein Hachnosses Orchim haben ihm gemacht für einen zweiten Taten, für Hunderter former Bostoner Mischpoches, bemäßig von lange Teures.
bis hat auf der Eltern sich übergezogen zum Sohn Dovber auf in Detroit, wo ist Nifter geworden, letzten heute, dem 12. November, in Alter von 96 Jahren. Covid sein Andenk. Ich meine, Teile, man hat jetzt ein bisschen alleine gefunden, was ich bin in der Balkura, sag mal, gewinnen in Yankee vor Jahren lang, aber etwas soll ich ergeben, bloß der Ton, der Feeling, oder für die heintige Parche, was mir geht leinen in Schmini Azeres. Und noch einmal will ich auch betonen, oi bei unserer Zeit, kommt zu gehen noch Schabbos, Bereiches, der erste Schabbos von der Heitutz allein in der Teure, der erste, mit der erste Pupsukim, der erste Puberter, der wegen dem will ich mir zu schämen, oder dem Schabbos Bereiches, und ich bete auch alle, wer kommt, ob es ist Mittagbereich, kommt zu gehen in Jan Gesell, ich bin sicher, aber tu mal nur zu hören mit den Puberter. Du verstehst sich, also du Fragen in Ensers, aber weiß ich ja, wenn es so viel ist, auch nicht gewillig oder fragen, auf allem wird die Ensers, was mit nur können, jeden einem helfen. Jetzt ein bisschen alleine, finde ich, hier ist er teuer. Aser, es kommt was Zarechon, hayitze hasode shono shono, ve'chalto lifnei Hashem Elokecho, b'mukoi ma sheyivkar, לשכן שמו ישום, מסר דגנכו, תרושכו ויצרכו, ובחורוס בקרכו וצונכו, למען תלמד לירוא את השם אלוקיכו כל היומים. Guten Abend, alle Zuhörer. Erstens, also wie die ganze Boston-Kehille. Ich habe gewöhnt, sehr nebach zu hören, die Ptire auf unsere Meir Loketsch. Und will ich schicken meine Nechome, meine Consolation zu seiner Frau, seine Kinder, und die ganze Loketsch Family. Die ganze Loketsch Mishpoche. Mein erster Bekannter mit Reb Meir Loketsch, interessant, ist gewesen durch den Video, den Film von meinem Chassene. Ich habe gekommen von New York und 19 Jahre zurück, ich habe die Chassene gehabt in Cambridge. Noch ein Chassene, noch ein paar Wochen, noch ein Monat, wenn wir haben bekommen, das Video, der Film von der Chassene, ich habe geguckt den Film, ich habe nicht gewusst, meiste von den Menschen, die sind gewähnt von meinem Chassene, was sie gewähnt da, in Boston, aber alle sind gewähnt, alle sind gewähnt, die Mischpochen und die Chaverim von meinem Schwer und Schwieger. In dem Video sehe ich Aid mit einem schönen Ponym, schönem weißen Bord, guckt ist 80 Jahre alt, tanzt und tanzt und tanzt mit meinen Chaverim, mit dieser Liebschaft, mit dieser Simcha, mit dieser Energy. Und ich habe gefragt bei meinem Schwer, Reb Chaim Plus, wer ist der Mensch? Und er hat mir gesagt, jemand, das ist Reb Meir Loketsch in unserer Kehille. Und der hat mir erzählt wegen Reb Meir Loketsch. Und das ist der erste Mal, was ich habe gehört wegen ihm. Und er hat mir gesagt, mein Schwer, als in die Zeiten, wenn eben gekommen von Russland, ist mein Schwer sagt, machen für sie ein speziell Seder in Young Israel of Brookline, was sie aber nicht gekannt haben, Seder bei sich allein, aber nicht was gar nicht. Ist, dass man gedacht, immer soll zugehen, dem Essen von diesen Dorim, ist mehr oder Tage sehr geholfen haben, zugreifen die Pesach Dorim, für die alle russische Immigrants, was gekommen, in Boston. Ich hätte mehr hat mir einmal erzählt, als hat geholfen, nicht nur für die Dorim, aber hat geholfen, als zu Reb Meir Gurkov, was hat gehabt da a school
a Schule für die Kinder, ich meine, Sachen von den russischen Juden. Und Reb Meir hat mir erzählt, dass hat ihm geholfen, eine Sache, und Mamisch gesehen Nissim und die Boches von Eberster, wenn das getan zusammen mit Reb Moshe Gurkov. Dennoch, 2 Jahre später, bin ich gekommen in Brookline. Ich habe da geöffnet ein Chabad-Haus. Und die erste Sache ist gewesen, zu machen ein Minion für Rosh Hashanah und Yom Kippur, zu die Iden, was vielen nicht sehr bequem in dem regular Shows her. Wir haben gemacht ein Special Minion in Holiday Inn, der Minion halt behind. Jeder Jahr, wir machen dort ein Minion. Wir haben gehabt Machzerim und alle Sachen, aber es ist gewollt, das Sefer Torah. Gleich habe ich mir geklungen zu Reb Meir, und hat keine Problem, hat uns gekrogen Sefer Torah. Erstens ist gewähnt durch Jan Gizer, dort gewähnt dem Shamish, hat uns gegeben das Sefer Torah noch für Yom Tov, aber noch, was wir umgeben machen am Minyan, einmal am Monat, der noch 2-mal am Monat, der noch jeder Schabbat, aber hat uns gegeben sein privates Sefer Torah. Wir haben das geborgt von ihm, und dennoch, ich meine, wenn gefahren in Detroit, hat das genommen mit sich. Bechlars ist gewesen sehr interessant. Chotsch Reb Meir ist doch gekommen von Warschau, und Jiddisch ist gewesen sein Mamelos, nicht in Englisch. Und Bechlars, hat gelebt, als wie ein Emser-Eid von Warschau oder von Jerusalem, nicht gewusst von die alle Sachen, was tut sich in der Welt. Aber, wenn es gehalten, wenn junge Amerikaner, Mens und Freund, somehow hat gehabt eine Sprache mit dem. Und sie kommen zu ihm und reden mit ihm und lernen mit ihm. Ich meine, als selber gehört, nicht zu sein Wörter, aber zu sein Neshome, und zu sein Herz. Und das wird, und als sie geblieben, Verbund mit Teure und mit Ewigkeit bis heim. Ich weiß, ein paar von sie, was zu Reb Meir, sie sind heim, Iden, was haben ein Verbund mit der Jewish Community und Teure und Mitzvahs. Es ist gewinn ein Vergnügen zu hören und lernen in Teure, stehen nach Hasen. Für mich speziell ist gewesen, ich frage dich allemal gleich zu hören, wie sagt, Keil Mole Rachen. Jeder Shabbos in München, in Jan Gizel, frage halten die Sefer Torah noch und Kriya, frage vermach die Augen und sagen, die viele Keil Mole Rachen mit der Special Nusach, mit der Special Nigen für die alle, was davon haben, was haben eine Jahrzeit in der kommenden Woche. Diese Heim, ich gedenkt seine Nusach von Keil Mole Rachnim, und viele, wenn Menschen heim beten bei mir, oder in Alevai, oder in der Jahrzeit, zu sagen und zu singen, die viele, ich prüfe, wie ich kenne, als das soll sein, ähnlich zu sein, Special Nusach für Keil Mole Rachnim. Es ist gewinn das Vergnügen zu sehen, die Schir, die Klasse, was vergeben in Jan Gizel, jeder Shabbos zwischen München und Meiren. Erstens zu sehen, als wir sein Freude kommen von der Women's Section, von der Ezra-Noshim zu der Main Schule und helfen zu zugreifen dem Schir. Vielleicht bringen die Bichlach und die Chairs und alle Sachen. Und es ist gewinn ein Vergnügen zu sehen, wie viel Covid und wie viel Annoe sie hat von sehen, von ihrem Mann, Reb Meir, der sie erlernt mit anderen Iden. Und der Klasse ist gewesen, ich meine, es ist vielleicht lernen Shulchan Aruch, vielleicht lernen Halacha, aber es ist gewesen nicht in Atrukene Shir. Es ist gewesen mit Chayes, es ist gewesen mit Geschmack. Vielleicht erzählen Meises, vielleicht erzählen private Meises, mit der Energie und mit der Drama, was du hast gehört dem Schir von ihm, du bist gewesen dort in dem Schir
und du hast gefühlt, was mir Retzach. Ich will sagen noch eine Kudo von Rabbi. Ich habe nicht gewusst vor ein Jahren, nur in den letzten Jahren, aber es ist gewesen eine sehr interessante Sache in seiner Personality. Von einer Seite, er ist gewesen ein sehr starker Mensch. Erstens, wenn durch die Milchome und durch die Holocaust und kommen hier, dort gedacht sein, ein starker Mensch, zu durchgehen die alle Jahre und zu bleiben ein normaler Mensch. Das ist sehr stark. Wenn es speziell wenn es sich gerät wegen Sachen von Jüdischkeit und Shulchan Aruch und Terror und Mitzvahs, die sind sehr stark. They don't like any breaks. Du hast reingehen zu sein Stub, du hast gefühlt, du bist jetzt in Jerusalem in mehr Schauen beim größten Raum. Er hat mir auch viele erzählt, dass viele bei seine Kinder, die schicken kurz von Stub, wenn sie geben jung, weil hat gewollt, dass soll bekommen die besten jüdischen Kinder. Von dem zweiten Seite, wenn sie uns gehalten wegen einer anderen Jid, jemand ist gegeben soft, jemand ist gegeben sensitiv und gefühlt, was der andere Menschen darf und vielleicht tun und vielleicht machen Telefonen und vielleicht machen alles, was kennt, sehr zu helfen dem anderen Jid. So, wenn es gewinnt der Platz und der Zeit zu sein ein starker Mensch, jemand hat gewinnt sehr stark. Aber wenn es gewinnt die Zeit und der Platz zu sein, ein weicher und ein sensitiver Mensch, das wird getan jemand. Jeder Sache und jeder Platz, wie zu darf sein. Ich hoffe, dass wir sollen denken haben, wir sollen denken in sein Leben, und wir sollen aufführen in seinen Weg. Und mir zu Hashem, bald, wir werden sehen zurück, wie sie steht, wenn Mashiach will kommen, will sein Tchias Hamesim, wo Kitzu wer an Mashiach Niofo in die kommende Geule in unsere Tag. Adank. This is WUNR Brookline. Wie viele Kinder seid ihr gewesen? Wie viele Kinder seid ihr gewesen? Ich habe 5 Schwestern. Ich bin der Jüngste, Ingele geboren, das 6. Kind. Das 6. Kind. Jüngerheit. Das ist die most impressive. Was ich konnte sagen, das ist die größte Überlebung, was bin gewesen. Wenn die Kummel zu Hause gebrochen, dann kommen wir mit den Deutschen, wieso ich bin entlaufen, wie der Wohnstuhl noch geraten wird. Ein einziges Kind, die ganze Sprache, alles im Weg gekommen, in Treblinka, mit alles in Gastschammerung. Wieso ich bin ein Teenager, ein Hingerle, bin ich entlaufen, das sind die Momente, teure Momente, das ist nicht so wie, also ein Tape, das ist nicht so wie jetzt sein, es zieht sich sehr lang, die gesegnet sich mit meiner Tante und Mama. Ich konnte sich nicht vorstellen. Die Menschen mit uns hören, sind außergewöhnlich. Wie sich aber mit uns reden. Die Periode, die Zeit. In welcher Stadt oder Städtel hat er gelebt, genau? In Warschau. Warschau? In welcher Gasse? Das ist gewesen bekannte Gasse, gewesen Twarde, ich bin eine bekannte Stadt, das ist gewesen dort große Leute haben dort in Soloveitchik, dort wie die geheißen Sorota, einer von den ersten Chazonen. Und sie will in der Schule, wie Kosowitz hat gesungen, Nozik Schule, sie hat gegeben auf der Paper, der Nozik Schule steht noch. Es ist doch eine jüdische Community dort. Doch du auch auf, und die Schule geht noch auf. Ich habe was gesagt, erzählen, für die Nozik Schule allein. Ihr habt gehört Sorota? Ihr habt allein gehört Sorota, Vater Mohammed? Dem Chazen, Sorota, ihr habt ihm gehört? Ich habe gesagt, wohnt neben mir. Er hat gemeint, ich komme hier zu Tobe, nachher Penske, dann wollte er leben, einzelne. Der ist auf sie winter, was ist Sorota, wird bei Herren. Er hat gesagt, der Doktor, Sorota gewinnt der Chazen.
hat hat eine Tochter, sie gewinnt ein Dentist. Nach dem Milchome, der Milchome sich gendig. Gehe ich auf der Straße dort, auf der zweite Gas, kommt sie mit sie auf Heu. Oh, you Lukic. You're the best Lukic. So, yeah, I am. Oh mein Gott. Sie gewinnt die, was sie geblieben Leben machen. Sie gewinnt, übergetein als Agoyes, und ihr Punem, ich bin Agoyische Punem. Hat sie mich getroffen. Und das haben wir gewohnt, nicht weit von der Haus, da leben. So hat wohnt durchgegangen, mein Dusse. Ganze Meister ist, jede Sache zu mir, aber ganze Meister ist stundenweise. Jede Pizza. Also ich erzähle, das hat ein Schaschier. Guten Abend alle. Ich will zunächst sagen, ein großer Dank zu Remeya David, für Bechlal annehmen der Achrayes und Führen der jüdische Keul, Mahane sein an so viele Menschen, wo stroben und gedenken und willen hören der jüdische Sprache. Tate ist allemal gesagt, ausgedrückte Freundschaft mit Meir David und sich stark gut behandelt zusammen, nicht nur was sie haben gehabt, dieselbe Sprache, nur sie sind ein gute Freund. Und ich will euch bald danken und die ganze Eulam, was hört zu dem jüdischen Kult jede Woche. Gebencht sollt ihr alle sein und können umgehen. Wir können sagen, dass es eine Arbeit ist, zu halten jeden zusammen in einem Format, das ist eine gute Sache und ich gebe eine Brüche, es soll für eine Sache Jahren können umgehen mit der Arbeit. Ich will sagen ein paar Wörter wegen Vater Secher Zadig Levrache. Koidem kann man sagen, also ich rede Jiddisch. Ich rede Jiddisch, aber mein Jiddisch ist nicht wie die Tat des Jiddisch. Das heißt, dass mein Jiddisch ist ein klischee-nötige Jiddisch. Das ist nicht gewesen meine erste Sprache, nur was ich habe gehört. Taten reden zu Mama, Mama reden zu Taten. Das ist, wie er sagt, ich habe sich ausgelernt, die jüdische Sprache. Und ich bin zufrieden, zu können sagen ein paar Wörter in Jiddisch. Aber sicher nicht mehr, Leili nicht mehr, Tate sich eine sicher Zeit gebrochen. Ich will anheben, ich mit der kurzen war teurer, was mit dem kann ich reingehen in der paar Wörter, was ich habe zugekriegt, für euch auf dem Abend. Für eine Gemorre im Bruch ist eine sehr interessante, merkwürdige Gemorre, wo sich redet wegen Rabbi Yochanan und sein Talmud Rabbi Elazar. Ist Rabbi Elazar einmal ist gewesen sehr krank und hat gut sehr krank gehalten, Ott. Und Rabbi Yochanan hat gegangen besuchen, war geheule sein Talmud. Und kommt da rein ins Zimmer und sieht, als das Zimmer ist im ganzen finster. Rabbi Yochanan allein, die Gemorre sagt da und in anderen Plätzen, ist gewesen ein sehr schöner Mann. Sein Kuf hat beleuchtet, es gewesen Punkt für Azun. Also schön und beleuchtet ist sein Kuf gewesen. Was hat getan? Also seht, finstere Zimmer, kann nehmen herab sein Hemd von dem der Arbel, nimmt herab und weiß seine Hand, wo es so scheint für ein Licht. Und es wird lichtig im ganzen Zimmer. Plötzlich sieht als Rabbi Elazar weint. Und fragt ihn, Rabbi Elazar, was weint ihr? Für was, als nicht gelernt, als so viel teure wie getrachtet das Lernen? Nu, der Menschen guckt noch, was man will tun, was man probiert zu tun, nicht der Ende Result. Das darf er nicht weinen. Was er nicht gehabt, genug Panos im Leben, ich habe nicht genug, was er will im Leben, das darf er nicht weinen. Was das ein bisschen Zorres mit Kindern, mit das,
Familie zuerst fällt nicht und auf das darf man nicht weinen, sagt was alle wissen wegen dem. So, für was weinst du? Reb Lozer sagt ihm, Rabbi Yochanan, ich weiß, für was ihr weint. Weil ich gucke auf euch und ich sehe, als eine Schufra, als eine Beauty, als eine Schönheit. Und die Schönheit weiß ich, als es wird einmal, lahai Schufra, der Bolli bei Afra. Die Schufra wird einmal davon liegen in der Erde und werden verloschen, nicht doch auf der Welt. Rabbi Yochanan sagt, für das weinst du? Tage, da ist was zu weinen, und Bocha Tarvayu. Und seine beide haben angehäuben zu weinen zusammen. Das ist eine merkwürdige Gemorre. Und was meint die Gemorre? Was ist der Teil von der Gemorre? Der Inhalt von der Gemorre? Ich habe mal gehört von meiner Rosh Yeshiva, als die Pschatten die Gemorre ist, als die Schönheit der Lichtigkeit für Rabbi Yochanan hat sich genommen von wannet? Hat gelebt, Asach Jahren, über 100 Jahre hat gelebt. Und als er gewesen in dem ersten Dorf von Amoraim, hat gesehen in seinen Jungen der Dorf von der Tanoim. Gesehen Rebbe HaKodesh, gesehen Rabbi Chanina, Rebbe's Talmud, und Rabbi Chia, Rebbe's Talmud, und alle größten Rabbonen in Rebbe's Yeshiva. Und gesehen ein 15 junger Bochel in Rebbe HaKodesh Yeshiva. Hat gesehen Kedusha, hat gesehen Tahara. Und die Kedusha und Tahara hat sich abgespiegelt auf ihn. Und ist gewesen der ein und einzige in dem da jetzt, was hat sich ausgespiegelt, der Sohn, der Asplakia Hameire, was alle haben gesehen in sein da. Hat Rebbe Lezer gesagt, also bei euch an, wenn du bist da weg, wird die ganze Pracht und Schönheit von aller friedigen Deures euch gehen weg. Der Licht wird sich verloschen. Und das hat die dann gehört und es Masken gewesen. Das ist Tage als Sache, was wir da erwähnen. Und haben beide zusammen gewähnt. Ich gebe zu verstehen der Gemorre, weil wir können einfach sagen, dieselbe Sache von Tate. Der Tate hat der Hadris Ponem, eine Schönheit, eine Jüdischkeit, hat sich am Plaktum sein Ponem. Und ich denke, als wir können ansehen, wie er gehalten sich, wie er gucken, wo es gerät und wo es gewesen, Chushev bei ihm, der Cheshivas von der Alterheim, von der Gassen in Warsche, von der Stieblach in Warsche. Hat gesehen in seiner Jugend, am Menachem Sembe, hat gesehen, die Rebnotke Spiegelglas, der Rosh Yeshiva von seiner Yeshiva, und große Rabbonim, die Brüder von der Gerebe, die Mischpoche von Gerebe, hat gesehen Gassen und Stieblach und Jüdischkeit, was mir heint sehen nicht. Der Lichtigkeit, der Guck, der Strebung, was gehabt, noch von der alten Heim, ist selten sieht man das mit der Betiere von der Vater. Auf dem Tage kämen alle weinen. In seiner Yeshiva ist gewesen Reb Simche Elberg, in der Yeshiva Emek Haloche. Er hat noch gelernt bis 13 Jahre, wie die Stege gewesen in Warsche. Und Reb Simche Elberg hat später, noch der Krieg, schon da in Amerika, geschrieben ein Buch, Warsche Shel Malo, und war geschrieben wegen der Pracht und der Kedusha und der Rebbes von der Hechere Warsche. Das ist ein Spiel auf Werte von Yerushalayim Shalmala ist sein Sefer hat sich gerufen Warsche Shalmala. Mit 2 Jahre später ist ein anderer Schreiber, das ist Benjamin Davidson, hat geschrieben ein anderes Sefer wegen Warsche, was er getitelt Warsche Shalmata. Das heißt, der Poschete, tagtägliche Leben von Poschete Menschen in Warsche, was sie dort ausgeguckt. Der Name von der Schule hat geheißen, die ganze Posten hat gewiss, heißt der Blue Hill Avenue Schule. Das ist gewähnt auf der Blue Hill Avenue in Roxbury. Und es hat der richtige Name gewähnt, Adassi Schulen. Das ist eine von den größten Schulen in Boston, was der größte Leiter dort belangt. Da kann auch auf dem Bär.
Ihr seht ein Stappenshop, das ist gewesen, Yankel Rabinovich, ein Reb, das ist belangt, das ist die Jeden, die belangt am in die Schule. Einer von gestern von der Low Theaters, die größte Georges in die Chorus, alles belangt in die Schule. Gerisse Balabatem, belangt. But Rachmon al-Aslan, mir seht schon nicht scheint, dass die Liebe Balabatem hat die, mit nicht herumgegangen, dass Menschen, mehr ein Mensch, hat kann speisen, die ganze Community, die ganze Bevölkerung, was gewohnt dort, mit den Gebräuchen, was man gebraucht zum Pesach. Aber das ist der Unterschied von einer mulige Zeit in Heint. Baruch Hashem, wir tun nicht complainen. Bei uns zum Beispiel in Jan Gisel, große Gelder, wer zu Neuf gesammelt für Uremalei. Es ist nicht so, kein Mensch soll reinkommen, man soll ihn wegschicken mit leidigen Händen. Aber dann Gott der Fall, im Buch in der Bunischelum, oder von dem, die hat Sloche, wo sie an Gisel hat in Brooklyn, wo es Menschen bringen rein jeden Tag Geld, man schickt da rein Geld, oder speziell für den Moos im Kampagne. Der Tate gehalten, der alte Heim, sehr, sehr teuer. Alt gehalten. Und gewollt in der Heim zu reden zu uns wegen Warsche, wegen der alte Heim und hoffen, dass amerikanische Kinder können nicht machen, chassidische Warsche für Kinder. Aber wie wir können halten die Jüdischkeit, halten die Teure, die jüdische Mayim, die Kinder des Chassonim, das hat er allemal gewollt. Und ich hoffe, als die 5 Kinder mit 2 Schwestern und 2 Brüder, von allemal gedenken, Taten, was es gewinnt, Treue bei ihm. Und wir sollen euch halten Treue, derselbe Sache. Wir haben ein wenig in Klal Israel. Als man geht zum Matzeba, legt man ein Stein auf den Matzeba. Was ist der Teig für das Samenig? Für was tut man das? Hamon gehört in Yeshiva. Was ist ein Matzeba? Ein Zehen ist ein Stein, was sagt auf dem Stein, ist gebeugen in dem Tag und ist weg von der Welt in dem Tag. Und das heißt, der Stein ist also die Grenze von seinem Leben. Das ist der Gewuhl, was gelebt. Von Geburtstag bis der Tag ist weg. Und das Stein ist ein Moschel zu der Leben, was der Mensch, zu gedenken der Mensch, was gelebt in die Jahren. Aber mehr Jeden sagen, als das ist nicht die Grenze, das ist nicht das Ende, das ist nicht dem Seuf. Mit jeder Kind, was kommt und sagt, hat viele, hat Tillim, Bamkere, und guckt auf den Namen, was ist auf der Ziehen, und er sagt, nein, der Leben, was ich gucke auf dem Leben, ist nicht geändert in die Zeit, geboren und geändert in die Zeit. Wir sagen, als der Stein wächst, Stein auf ein Stein auf ein Stein, von einem Kind, von einer Chave, von einer Urenikel, ein Enikel. Die Steine sagen, als der Leben, der Influenz, der Betrachtung, was der Nifter hat gehabt, geht und weiter und ist nicht begrenzt mit den Steinen, was wir sehen bei unseren Augen. Und alle Freunde hatten, alle Mischboches und alle Rebbes und alle Talmidim, was sie gehabt in Boston, in Messach, in Detroit und früher. Als viele Begegneten legen da stehen auf dem Geber, aber trachende gegen Jodzeit, gegen Jontes, gedenken, was gerät auf die jüdische Keul und zu sein Schul, in sein Chazonis, mit seinen Schäufe, die stehen da wird mit alle Hummen Sinnen und Gräse machen und vergrößern sein Matzeva, sein Leben soll kein Monat vergessen, als jetzt Hashem wird es eine gute Bette für unsere Mischproche mit allen Chaverim in Boston und alle Städte, mit solche sein, als wir dann kommen zu Bias Goyal Zedek, wie der Tata Mo'oi geendigt seine Divrei Teure, Bias Goyal Zedek, B'meheiro, B'yameinu, Amen. Es ist du schon noch eine große Frage von der Araberkoises. Die 4 Koises, ein Mensch misstrinken, zusammen die größte Mitzvah der Teure sagt uns von der Araberkoises. Was ist so groß die Araberkoises? Man misstrinken 4. Öfter kann ein Mensch nehmen mit einmal
in Aragis in 4 Koises in ein Bachen und trinken auf einmal, ist doch auch dort da 4 Koises Wein. Aber mit dem ist nicht heute. Muss trinken 4 besondere Koises und 4 Bruches müssen machen auf jeden Kost. Versteht sich, der erste Kost ist Kiddush. Daher bleibt noch 3 Koises und das ist zusammen 4 Koises und das ist die Aufgabe für jeder Mensch. Ich habe das gesagt bevor, und nicht nur der Mensch, aber die Freuen und Kinderlich sind mir hier zu trinken. Tom, ein Kind kann nicht so viel trinken, 4 Koises Wein. Gebt ihm Gerebschuss, du am Mittel auf dem. Also jeder freut, man konnte nicht trinken 4 Koises Wein. Gebt ihm Gerebschuss. Aber die Mitzwe ist darf Wein, verwas? Was Jain le Samach lebaf enoish. Jain mach freilich am Menschen. Der Rebbe der Teure insist, darf gewollt, aber soll trinken Wein. Aber die Freilichkeit des Simchel sein, dem Jon darf nicht bloß das Essen. Was du, indem du verschiedene Fragen wegen der Araberkäusers noch was vielleicht erfüllen. Sie gewinnen in New York a große Scheile. Das heißt, man hat gefragt dem Rav, a früh ist sie gar nicht zu Kind. Und es hat gerade ein Doktor, ein jüdischen Doktor, ein jüdischen Mann. Und es hat getroffen, als man hat gehabt in Spital dem ersten Zeit der Nacht. Einem hat noch gemacht Kiddisch, und wir heimkommen von dem Haus. Und der Doktor versteht sich auch, gemacht Kiddisch, was ich, und geht trinken der Araberkäusers, und mir klappt in der Tür. Aber der Frau hat mir gehabt, noch Hospital, sie geht zum Kindbett. Ich gewinne die Scheile, kommt die Sitterin, in der German, nach Siedischen German, ein Doktor. Es ist eine Obstetrician, und hat gehen wir ständig her für die ganze Besprache, und die Frau, im Hospital, muss mit ihr. Aber wegen vom Tisch, hat der Kaffee, Käuse schon nicht können trinken. Das ist der Zahnarzt gewiss, du sagst nicht mehr bis spät bei Nacht. Und wer weiß, hat können ausführen, die Aufgabe für den Araberkäusers. Und die fragt die Scheile, ich kann noch trinken 4 Käusers mit einem Rohr, reintrinken in dem Glas. Ich sag immer gesagt, ob es ein gefährlicher Moment, wo es der Mistes attenden, der Mist gehen in dem Hospital, öfter mit dir Mathe machen, geben der Leute nicht, also es trinken die 4 Käusers Wein, in es soll zu sein, mit der Haloche von Stiers Araberkäusers von Trinken. Aber eine Sache, so ich stimme die 4 Käusers trinken, eins oder das andere, oder mit den 4 Käusers Wein reingießt in einen Becher und trinken. Der Haloche hat ihm gesagt, so wie sie es stehen, so dass man ein Gläsel Wein trinken, warten nach 2-3 Minuten, und trinkt das andere, in 2-3 Minuten das dritte, und das vierte. Aber nicht mit einem Mal. Und der junge Mann, der Doktor, ist aber gerne freilich, und hat gewünscht in dem Beruf, ein gut Jontef, und er danke euch, für Adweise mir, oder die gute Psyre, was kann jetzt sehen für die Frau, in seiner Mitternacht, bei Jötze, wie mit der Araberkäusers, im vollen Sinn. Wie so hat gewollt, als Menschen sollen ihn adressieren? Interessante Sache. In Boston ist sein Titel ist gewesen Reverend. Für was? Weil er allein nicht gehabt Smiche. Und in der alten Jahren in Boston ist er nicht gehabt Smiche, hat er sich nicht gerufen Rabbi. Heint ist eine andere Welt. Heint, als du hast ein Leg vor der Adress, bist der Rabbi. Also jedes Rabbi, und alle rufen sich Rabbi. Wenn er gekommen zu Amerika, ist der Titel Rabbi ist ein sehr huschiger Titel und wenn nicht benutzt mit dem Titel, ob nicht, als Guskahatzmiche. Und Menschen haben gerufen, Reverend Lokitsch, also haben gerufen, die Schamossen in der friedige Jungen in Boston. Er ist gewesen mehr zufrieden, wenn ein Mensch wollte, adressiert, wäre Meier. Meier ist gewesen sein Numen, wo es hat gehalten, macht eine Connection mit dem Mensch. Es macht als Einschluss mit dem Mensch. Es bist auf derselbe Level, als du kannst mir rufen, Meier. Und da waren die älteren Menschen, haben gerufen, Meier, was ist gewesen, sehr zufrieden. Er hat nicht gewollt kapiteln. Meier ist gewesen sein Nomen und sein Titel.
Hagam auf der Station ist gestellt Reverend. Aber in seinen Augen ist er gewinnt Meier. Ich sage so eine interessante Sache. Also, als die Mama redt vom Tate, sie ist ein bisschen noch in Avelus, na warte, zu verstehen, dass der Mann von 71 years ist weg. Ich höre zu, wie sie redet zu sich. Oi, mein Meiro, mein goldene Meiro, ist nicht du. Was für dich tun? Und mein Coin, und mein goldene Meiro. Das ist gewesen der intimate Nummer Meiro. Aber jetzt, alle Chaverim und alle Menschen in der Stadt, ist er gewesen Meier. Was darf man wissen wegen eurer Mama, jetzt so lange Jahre, wir wünschen ihr unser Trost. Was darf man wissen wegen ihr und wegen der Partnership? Ich habe mir zu sagen, dass es eine Partnership euch von der alten Heim, was da ist ein bisschen selten, als man sieht, dass es eine Partnership. Das heißt, als die Mama ist gewesen von die Freuen, man kann es rufen mal old-fashioned Freuen, wie ihr ganz Leben, ihr ganz Herz, ihr ganz Mojach ist gewesen totally devoted zu ihrem Mann, mein Tate, sagt so. Nicht gewesen kein Schritt und Tritt, was der Tate hat getan, was der Tate hat angenommen, was sie hat nicht zugeholfen, mit Leib und Nefesh, als soll so Matzlier sein, was wird sich unternehmen. Eine merkwürdige Sache, die Brüder und die Schwester reden sich zusammen. Also, heint ist nicht das sei. Heint ist, war das, gute Marriages, und du hast einen Galle und eine Mama mit Tate, aber die Übergegebenheit, was sie gewähnt bei Tate und Mama, ist eine seltene Sache. Das sieht man nicht heint. Und wir trachten wegen dem, wir reden wegen dem. Und das Devotion ist Taka, nicht zu gefunden. In der simchedicke Zeiten ist sie gewähnt mit dem in der größten Simche. Und dann sag mal in schwere Zeiten ist sie gewähnt mit dem zusammen ein bisschen getreuert, gechallenged, gewähnt Worries. Kein Mal nicht weggegangen von seinen Augen, kein Mal nicht weggegangen von ihm, viel ein Amma. Also sie sind gewähnt eins. Mama und Tate sind gewähnt eins. Ich danke sehr und Kultuv und auf Simches und Bruches für die ganze Eulam, was hört ein Programm, was Tage kennen, zusammenreden auf gute Zeiten im Yisashem. Guten Abend euch, Choshevet Zuhörer vom heutigen jüdischen Radioprogramm. Erstens will ich bedanken mein teuren Freund Meir David, vergib mir die große Kobert zu reden zu euch für Simchas Purim. Seid wissen, als unsere jungen Teulen bestehen von Pesach, Shavuos und Sukkot. Versteht sich in Chanukah. Yom Tov ist Rosh Hashanah Yom Kippur ruhig. Lassen wir sich konzentrieren auf Simchas Yom Tov heint. Wir haben nur mit Pesach. Pesach demonstriert der Yom Tov zu Jeden mit was? Mit Backen Matzes, Matzes Schmure, Matzemehl, Yom Tov dicke Sachen, alles koscher Pesach. Wir sind konzentriert und die jüdische Gasten können umsehen, wie jeden gerät durch zum größten Yom Tov Pesach. Versteht sich, Shavuos ist auch eine Demonstration von Jeden, muss man lernen, nicht, ganze Nacht, man geht daran in der Schule, gefällt mir eine Teure. Man lernt die Teure, man lernt Teure, du siehst die Demonstration von Kabbalas, der Teure von Shavuos.
Weiter, Sukkes. Kommen unzählig an jüdische Gassen. Wenn wir gehen da durch, sieht man Sukkes. Wir sitzen in der Pebble mit Spoches und wir singen zusammen in der Simches Geräusch. Wir gehen da durch in die jüdische Gassen und Chanukah. Sieht man die Manöre mit den Lechterlach, wo sie singen bei den Potter, und sie singen von Kinderlach, sieht man nur den Jante für die Gassen. Aber die Frage ist, wo sieht man bei Purim? Bei Simchas Purim, wo sieht man die Gas? Gar nicht. Wir gewinnen in die Gemorre, gewinnen wir, wie der Chazal sagen, Chayef Odom lebesume bepirio, de le Juda ben Or homon le Boruch Mordechai. Sehr, sehr fremd. Oder die Mitzwe, was der Chazal heißt nicht zu machen. Muss er mit tun. Aber der Mensch, Ayid, soll sich untrinken, mamisch untrinken, auf sein Madreige. Also nicht wissen von einem zum Zweiten. Also nicht wissen von Or Homon bis Boruch Mordechai. Also ich weiß, soll sich untrinken. Ist ein Mitzwe, Chayef Odom. Ich meine, Teile, ich habe jetzt ein bisschen alleine gefunden, was ich bin in der Balkoira-Sach gewinnen, in Yankisel vor Jahren lang, aber etwas soll ich auch geben, wo ist der Ton, der Feeling, oder für die heintige Parche, was mir geht lernen in Schmini Atzeres. Und noch einmal will ich auch betonen, oi bei uns Zeit, kommt zu gehen auf Schabbos, Bereiches, der erste Schabbos, von der Heibtutz alleine in der Teure, der erste, mit der erste Pupsukim, der erste Puberter, der wegen dem will ich mir zu schämen, oder dem Schabbos Bereiches, und ich bete auch alle, wer kommt, ob es ist möglich bereich, kommt zu gehen in Jan Gesell, ich bin sicher, er tut man nur zu hören mit den Puberter. Du verstehst sich, also du Fragen in Enzers, aber weiß ich ja, wenn es so viel ist, auch nicht gewillig oder fragen, auf allem wird die Enzers, was mit nur können, jeden einem helfen. Jetzt ein bisschen alleine, finde ich, hier ist er teuer. Aser es kol tuaz zarecho hayitze hasode shono ve'chalto lifnei Hashem elokecho b'mukoi ma sheyivkar v'shaken shemo shom masar deganocho turoshcho v'yitzarecho ובחורוز בקרחו וצונחו למען תלמד לירוא את השם אלוקיכו כל היומים וכי ירבה ממכו הדרך כי לא שוכן סייסוי תרחק ממכו המוקוים אשר יבחר השם אלוקיכו לא שום שמו שום כי יברככו השם אלוקיכו ונשאתו בכוסף וצרתו הכסף ביודכו והלכתו על המקום אשר יבחר השם אלוקיכו בו. Ich bin Irene Loketsch. It's such a pleasure to see Meir David in sein Husheve Freu. It's a real treat für uns zu sehen sei und zu reden mit sei. In Märkischen Rebäunen Shalom soll helfen. Wir sollen alle sein gesund und treffen sich. Märkischen mehr öfter. We all should have lange gesinnte Jahren und haben nachher von den Kinderlach. In der whole Mischpoche soll sein gesund. Der whole Young Israel soll sein gebencht mit guten Sachen und zu hören nur Psires Teufels. And of course, ich wünsche einen freilichen Purim und Rebbeinu Shalom soll schicken Psires Teufels to everyone. So jeder einem soll haben Psires Teufels. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much. Heint ist Moshe Shabbos
Moster Shabbos Parshas Bo. Es war mir ein großes Vergnügen, zu treffen sich mit dem Chushim Gast, Meir David. Meir David, frosende Freude. Da macht sich mir die Programme, was ich gesagt in Boston, es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe gekriegt, eine Sache Telefoncall zu Menschen, die sind zufrieden zu hören von mir. Ich weiß doch, die Zeit steht nicht dieselbe Sache, aber ich hoffe, Meir David, weil manches will continue, das heißt, wird verlängern auf Jahren, seine beautiful, angenehme Programme in Jiddisch, das ist eine Seltenheit. Das kann man auch sehen in den großen Städten, in New York, in Chicago, noch dort noch die größten Städte kommen her in Jiddisch. Aber alles anders, die jiddische Sprache, sie denken nicht die Sprache. Du, wenn ich bin jetzt in Detroit, ein paar Menschen, die reden Jiddisch, sie treffen mich aus, also Machai, es ist so schön zu reden Jiddisch. Und die jiddische Sprache wird nicht verloren. Die jiddische Sprache ist auch, ich habe einmal gesagt in dem Programm, das ist eine heilige Sprache. Und ein Jid tun nicht vergessen, die jiddische Sprache. Und wir hoffen, als Eier Pire, Meir David für ein jiddischen Programm, wird mancher sein, wird verlängern das und geben auch die Pleasure, die Zufriedenheit für lange, lange Jahren. Alle zusammen, wir sagen, gute Psyre-Service, alle sollen sein gesund und versteht sich, wir sollen haben Naches von unseren Mischpoches und die Kinderlach, was er hat, Mischpoches, wo sie die kommen in Kabosten. Ich hoffe, zu hören für sei immer so mehr, ob sie zu hören bei mir am Montag auf dem Programm euch. Seid gesund, noch eine gute Woche und ein gewünscht Jahr nach friedlichen Purim, mit noch reden wegen dem später. Seid gesund, Kolto. Ich will bedanken Rav Dov Berlokitsch, Sohn von dem Nifter, und Shalom Beinfeld und Rav Scheike Lerner, für sehr beteiligen sich in unser Programm. Covid soll sein der Andenk von Chosheven Reb Meir. Wir schließen mit Chazen Sirota, Keilmol Rachamim. Dank für einen. Oh,
Kielen bis ich sagen, noch vor mir und mir. Leiter, die Zerla, ich mess nicht muss auf.